Wie oft haben Sie das heute schon gehört? Das Motto. Ich muss es auch noch mal sagen, aus einem ganz bestimmten Grund. Ein Rad schlägt um die Welt. Und ich habe einen Ratschlag für die Welt. Und der heißt, lernt Düsseldorfisch. Es gibt Düsseldorfisch. Ja, Juristen wissen, in Düsseldorf ist eine Sache sehr speziell. Nur in Düsseldorf. Kidnapping und Geiselnahme sind hier zwei verschiedene Sachen. Und jetzt sage ich Ihnen, warum. Für Kidnapping kriegen Sie in Düsseldorf 2 Jahre Zuchthaus und mit Geiselnahme, richtig, 6 Jahre Rathaus mit Bewährung. Das ist die Wahrheit. Aber, wissen Sie was? Ich weiß auch, Prinzessin heißt in Düsseldorf Venezia. Das weiß ich aber nicht hiervon, sondern von Dieter Bohlen. Also, Freunde, ich finde das so mega. Die Prinzessin heißt hier Venezia und ich weiß warum. Weil das hat mit Venedig zu tun. Die Venezian, die hat immer Oberwasser, die ist auf allen Kanälen zu sehen. Bruce? Ja, was denkt bitte? Bruce, du solltest die Venezia machen. Oh nein, nicht ich die Venezia. Warum? Weil allein die Ansage, hier ist Venezia, Bruxella, Danella die erste. Oh geil, das finde ich geil. Dafür ist Düsseldorf bekannt. Und für die, Achtung Bruce, Jetzt bin ich aber gespannt. die längste Theke der Welt. Oh Mann, ist die lang? Die ist riesig lang. Echt? Wie lang ist die Theke denn? Also die Theke in Düsseldorf, Kinder, die ist so lang, also Bruce, die ist so lang, wenn du da einen Kölsch bestellst, wenn das ankommt, ist das schon alt. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Ist nicht lecker. Das hätten wir jetzt nicht sagen sollen, oder? Ja. So, Düsseldorf hat auch immer noch den längsten Laufsteg. Ist das so? Die Königsallee. Und da hole ich mal zu diesem Thema ganz schnell einen Experten von der Wolke. Oh, das ist très joli. Hallo, liebes Düsseldorf. Ach, das ist ja eine Stimmung hier, sensationell. Ne? Und wie Sie aussehen, ne? Ist das Meerbusche Outlet oder was ist das? Also ich weiß nicht. Dann heben Sie das Ding mal auf. Wenn es modern wird, dann haben Sie es ja schon. Nicht? So sieht's aus. Nicht? Ach, wissen Sie, Düsseldorf, ich finde ja auch, Düsseldorf und die Königsallee, also ist ja auch nicht mehr das, was sie nie war. Nicht? Ich sage immer, das ist der Boulevard de Botox. Nicht? Da laufen diese Society-Ladies. Da laufen Frauen rum, die haben Lippen, die sind so hoch, dass Herpes Höhenangst kriegt. Nur wirklich. Ja. Und dann gehen sie an die... Ja. Und dann müssen sie am Rheinufer noch die Möwen füttern. Gucci. Ach, ich weiß nicht. Ich hasse diese Tiere, nicht? Übrigens bin ich jetzt im Himmel, nicht? Und habe selber Flügel. Ach, das ist ja furchtbar. Das Erste, was ich gemacht habe im Himmel, ich habe Petrus die Kutte gekürzt. Ich habe gesagt, du hast so schöne Fesseln, das muss man doch sehen. Nicht? Ja. Aber für meine Katze ist gesorgt. Das ist meine Muschi, also das ist meine Katze. Das ist Choupette, ich habe sie selbst gezeichnet und ich sag Ihnen was. Sie kriegt alles von mir. Bitte schön. Mademoiselle Choupette, die kriegt mein Geld komplett. Warum? Sie war ein Schatz, oh ja. Mademoiselle Choupette war bis zum Schluss bei mir im Bett, hat nie gemeckert, nie gemurrt, hat immer liebevoll geschnurrt. Drum steht im Testament auch nur ein Satz: alles für die Katz. Voilà, au revoir. Mich gerade mal um, hier sind auch einige. Irgendwo habe ich sogar einen Karl Lagerfeld entdeckt. Du bist es nicht. Wo ist er? Hallo, Karl. Wissen Sie, was das billigste und beliebteste Kostüm in dieser Session ist? Umweltaktivistin. Habe ich selbst gesehen. Kleines Mädchen hatte 2 Zöpfe, so eine Strickmütze an und dann auch noch unglaublich dieser verkniffene Gesichtsausdruck. Ich sag, das ist Greta. Und die Mutter sagt, nee, das ist Sibylle, die hat nur schlechte Laune. Aber Greta, ganz ehrlich, ich merke das immer. Ich habe mal in Hamburg, in Bayern und in Sachsen gefragt, was halten Sie von Greta? Erst war ich in
in Hamburg. Ach, Greta, die finde ich gut. Die ist wenigstens wasserfest. Jo, die ist doch mit dem Schiff von Hamburg bis rüber nach Amerika. Und ehrlich, das hat ihr gut getan. Die war erst so verstockt und dann auf hoher See, da ist sie richtig aus sich rausgekommen. Ja, vor allen Dingen in die Keramik, oder? Ja. Und dann habe ich noch einen Bayern gefragt. Was halten Sie von Greta? Und er? Ja, mei, die Gretel, das ist ein fescher Dirn. Und wissen Sie was? Recht hat sie. Die Welt kann man nur noch retten durch Verzicht. Und deshalb haben wir für die Gretel auch extra unser Oktoberfest-Motto angepasst. Die Welt muss Maß halten. Super. Ja, gut. Und jetzt kommt's. Ich war auch in Sachsen. Ich habe einen Typen in Chemnitz angesprochen. Ich sag zu ihm, was halten Sie von Greta? Und der, bitte? Ich sag, Greta. Hoch, hören Sie mir auf mit Greta. Ich sag, wo ist das Problem? Sagt er, das Klima. Ich sag, genau darum geht es. Nee, immer nur 40 Grad auf der Insel und dann nur Gyros, Souflaki und Düse. Hören Sie mir auf mit Greta, da fliegen wir nie wieder hin. Oh, Herr! Ja, und Greta hat so recht. Kennen Sie die Nachrichten? Die Weltmeere sind verseucht. Wissen Sie, was Forscher jetzt schon im Meerwasser gefunden haben? Kommen Sie nicht drauf. Plastik, nein. Spuren von Silbereisen. Einen habe ich noch. Es ist der Mann, der die Frauen so verrückt macht und sagt, ich komme nie mehr wieder. Und er kommt doch immer wieder. Howard Carpendale. Viele wissen es gar nicht. Howard Carpendale ist übrigens auch der Erfinder des Bauchwegschals. Und weg. Hallo Freunde, ich muss mal wirklich mit euch sprechen. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich komme nie mehr wieder. Aber dann bin ich doch wiedergekommen. Aber dann habe ich gesagt, ich habe mich versprochen und Sie wissen, versprochen ist versprochen. Und ich komme nur wegen meiner Kinder. Wayne hat zu mich gesagt, also zu mir, eigentlich zu uns beide. Und Wayne und ich, wir haben ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis. Wayne hat gesagt, Papa, du musst mitmachen bei die Tauschkonzert. Kennen Sie Tauschkonzert? Tauschkonzert ist unglaublich. Ich muss einen Hit von mich geben und einen anderen Hit von den anderen nehmen. Aber was ist mein größter Hit für die Tauschen? Bitte komm, wir machen es zusammen. Welcher Hit könnte das sein? Freunde in Düsseldorf. Überlegen wir mal mit Musik. Vielleicht ist es ein Titel von ganz, ganz weit früher. Vielleicht ist es Deine Spuren im Sand. Oder vielleicht auch Tür an Tür mit Alice. Nein, ich glaube, mein größter Hit ist immer noch, Hello Again. Das ist der Song, den Sie alle kennen. Ich frag mich, wie der wohl klingt. Moment, wie das klingt, wenn den mal ein anderer singt. Ja, bleiben Sie ruhig stehen. Wie soll das sein? Hello Again von einem anderen Künstler gesungen. Vielleicht von Andreas Gabayé. Hodi, hodi, hello again. Oder Udo Lindenberg. Ich sag nur Hello Again. Moment, ich habe noch eine viel bessere Idee. Hello Again, wie Sie es noch nie gehört haben. Ich sag nur Wacken. Hello Again jetzt mal in der Version von Rammstein. Hello. Ich sag hello. Ich sag's again, again, again and again and again. Hello again. Du, ich sag nur hello again. Du, ich möchte dich wiedersehen. Da, wo alles begann. Ich sag nur hello. Dankeschön. Vielen Dank. Lieber Jörg, auch in diesem Jahr wieder eine fantastische Leistung, ein toller Vortrag bei uns bei der Fernsehsitzung vom Komitee Düsseldorfer Karneval. Wir sagen Dankeschön und ich verspreche dir, wir werden uns hier wiedersehen. Auf Jörg Nörd, dreimal Düsseldorf! Jörg
Knör, Düsseldorf. Vielen Dank und tschüss.